Für 25 Jahre, wie wir am Anfang als Haus fertig hatten, haben wir als Ideen die Weise Gärte gemacht. Und weil es am Anfang einfach riecht, wie es war, wollten wir aber als Gärten nicht so losen. Und da haben wir durch Gartenzeitungen und Bücher Ideen gekriegt. Und durch die Ideen ist dann auch das realisiert, ging eigentlich was Haut ist. Wo wir rankommen an unserem Garten, haben wir ein grosses Eisenperd. Die haben mein Mann selber realisiert, vor 10 Jahren, wie er sein Speisapparat gekriegt hat. Und darüber bin ich ganz stolz, weil ich meine, wenn ich so etwas hätte kaufen müssen, das hätte man wahrscheinlich nicht gelegt. Und da gehen wir hier weiter, und da kommen wir auf unsere Terrasse beim Haus, wo wir relativ viel sitzen und ganz gerne morgens Kaffee trinken, wo wir als Terrasse mit unseren Dipper haben. Wir gehen dann rüber bei als Gartenhäuschen, das eigentlich aus England kommt, aber just Steng. Das heißt, wir haben die Stängel auf einer Palette gekriegt und mein Mann hat dann nur einen Plan die Stängel aufgebaut. Und weil eigentlich auch da nicht viel gesehen war, für Fenster dran zu machen und wir das eigentlich aber nicht wollten so losen, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das am besten könnten lesen. Und wir haben uns dafür Putzefenster entschieden, was dem Ganzen dann noch ein bisschen mehr in historischer Charakter gibt. Da gehen wir weiter. Hier haben wir eine kleine Gargoyle an einem holzenden Fass sitzen, den eigentlich so ein bisschen Ruhe noch soll an den Garten bringen. Dann haben wir dann als Ulm stehen, die also so ein bisschen so einen verdrehten Charakter gibt, weil es so ein Trauerulm ist. Schon das ist von meinen Lieblingsbäumen am Garten. Ja, und da können wir dann nicht zurückgehen. Da kommen wir auf das Großholz und Terrasse beim großen Weiher. Hier ist dann, wo man sich mal Mütter hinlegen und so, für ein bisschen zu genießen oder mal ein kleines Türmchen zu halten. Vor 3 Jahren haben wir uns Gedanken gemacht, für ein Kräuterbeet zu legen. Und ja, es war nicht so einfach. Und wir haben gedacht, wie können wir das machen, dass es nicht einfach so am Garten geht. Und da haben wir an einem Geschäft, so am Anfang sind nicht Feuerkesseln, die in für Feuer dran zu machen, haben wir Feuerkessel gefunden. Und die Mengen haben wir ganz viel Rosmarin gepflanzt. Weil ich wollte das so haben, weil wenn ich einfach einen Pflanz habe, dann muss ich davon 2-3 Jahre die Wäsche schneiden, dann geht es schwer. Aber wenn ich dann am Überfluss habe, dann geht es nicht mehr leid, für doof zu schneiden. Was natürlich für mich ganz schön ist, was ich ganz gerne habe, dass wenn ein Neues schon absteht und viele schon sind am Garten und sie pfeifen, was das besonders was für mich ganz wichtig ist am Garten. Ich muss an meinem Garten Natur haben und ich mache noch alles, für, dass ich Natur an den Garten kriege. Natürlich ist es nicht immer ganz einfach, weil wir ja hier aber schon praktisch an der Stadt leben und den Dorfcharakter nur verloren geht. Aber leider muss man es immer da auffangen.